Wir stehen immer noch genau da, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Wir haben so ziemlich Waluigis Casino durchgespielt. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt sich direkt in dem Raum hinter mir Waluigi befindet. Und ich habe schon sehr, sehr viel Bock drauf. Hatte, habe ich das Achievement? Ja, ich habe es schon drin. So. Wie schaut denn unser Team überhaupt aus? Ne? Ich habe mir was überlegt ein bisschen. Denn so wie es vorher war, hat es nicht so gut ausgeschaut. Ich habe 2 neue Mitglieder ins Team geholt. Und zwar haben wir den Magikooper. Hier. Denn wir haben hier einmal den Psychotyp drin. Na? Jetzt muss ich mir eigentlich nur mal kurz durchlesen, was die Attacken alles kennen. Ich habe schon wieder irgendwie vergessen. Genau. Confusion. Ne? Zockt eigentlich alles schon von der Lore. Aircutter mit einer hohen Crit-Wahrscheinlichkeit. Transfers Status Problems. Das kann vielleicht... Moment mal. Ich habe mir gerade gedacht, das kann cool werden, wenn wir vergiftet sind, aber Gift-Pokémon können nicht vergiftet werden. Also irgendwie, außer man kann es mit dieser Attacke dribbeln, das wäre wirklich cool. Und dann haben wir nur so die Try-Attack, die irgendwie brutal heftig ist, keine Ahnung. Also zwar eine normale Attacke, aber scheiß drauf. 80er Stärke ist schon mal sehr gut. Und dann unseren King, würde ich mal sagen, in der heutigen Schlacht. Der Shiny Banzai Bill. Banzai Bill, ja genau. Denn der Kerl hat einen Stahltyp, das heißt, der ist immun gegen Giftattacken und Vergiftung an sich. Und das Allergeilste. Wir können hier erstmal unsere Verteidigung stark erhöhen. Mit dieser geilen, starken Attacke können wir flinchen. Ja, Aero Ass immer solide, oder? Und dann haben wir eine fucking Bodenattacke. Bulldoze. Um es mal hier nochmal zu sagen, Boden ist sehr effektiv gegen Gift und deswegen sind wir hier sehr gut ausgerüstet, genauso wie Psycho sehr effektiv ist, ne? Deswegen die beiden. So. Gut, und die anderen... Ja, Gumbos-Deck hat tatsächlich ja eine Psycho-Attacke mit Zen Headbutt. Ja, wir können schon was ausrichten. Hier, Mumphy ist halt eigentlich komplett fehl am Platz, weil Pflanze vor Gift einfach gegen wert. Hier haben wir wieder Bodenattacken auf Boulder und Pokepuff ist selber Gift-Pokémon, also ich glaube, wir sind ganz gut ausgerüstet. Ich bin gespannt, Leute, ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen ersten Weihnachtsfeiertag. Ich bin minimal angetrunken. Ich habe hier Glühwein. Ich habe nur halbe Tasten und nicht mal ganz getrunken, aber der ist so gut. Ein weißer übrigens. Bio. Ui. Und Gott sei Dank muss ich jetzt ja nicht... Achso, da steht direkt Waluigis Room. Gott sei Dank muss ich jetzt nicht irgendwie großartigen Skill beweisen, beziehungsweise, wie sagt man, Reaktionsskill beweisen, sondern eigentlich nur irgendwas tippen. Mal schauen, ob es funktioniert, Leute. Yeah! Waluigis Room is up ahead. Want to go in? Ich denke, ja. Da sitzt er. Waluigi, der Casino-Betrüger, keine Ahnung was. Also ich weiß nicht, wie er so rich one ist, dass er die ganze Stadt kaufen hat können. Aber er hat es irgendwie geschafft. Wahrscheinlich irgendwie zusammen mit Wario und seinen Machenschaften, aber wir müssen ihn auf jeden Fall aufhalten. Okay, also Waluigi zu sprechen, ich muss jetzt mal kurz üben. Warte mal kurz. So, Mario, you've arrived. Tell me, Mario, are you a gamer? I like to think my existence, my purpose, is to become the ultimate gamer. Stimmt, das soll er auf diesen Plakaten draußen stehen. Golf, tennis, racing, all are but a few examples of my gaming prowess. Das ist so eine kleine Anspielung darauf, dass Waluigi eigentlich damals nur erfunden wurde, um in
Mario Tennis einen weiteren Charakter zum haben und naja, es soll halt einfach Luigis Gegenspieler sein, so wie Wario zu Mario. Und Waluigi taucht eigentlich für gewöhnlich nur in den Side-Games auf, nie in den Hauptgames. Gut, Mario Kart ist eine Hauptreihe, ja, aber Mario Kart lassen wir mal außen vor. Deswegen ja, in den Sportgames und Mario Party ist er heute vertreten. Now a new game has been presented to me, and I must master it. Mario, do you think you can defeat me, the ultimate gamer? Ui, aber was liegt da für eine Tasche eigentlich, Mann? Wait, leaden wir eigentlich gerade mit Poképuff? Das ist ja übel dumm. Leader Waluigi would like to battle. Swoop. Okay, Leute. Sag euch ganz ehrlich, wie es ist. Ich wissen, was Swoop für einen Typen hat. Poison Flying, hätten wir ja fast Dinger, Kinder. You should give up now. No use facing the ultimate gamer. Ja, eigentlich kann man schon gleich wieder. Warte, was können eigentlich die ganzen Attacken eigentlich nochmal? Sind wir mit Poképuff ein bisschen versuchen? Ja, komm. Wir gehen rein mit dem Dive. Wir gehen erstmal rein mit dem Dive. Poképuff macht das mal so lang, bis er nicht mehr kann. Und dann passt es auch. Aber ich glaube, Oh, er hat selber Poképuff. Das ist natürlich interessant. Was ist denn meine stärkste Attacke? Eigentlich war das so die stärkste. Boah, wie war das? Wenn er jetzt attackiert mit Baneful Bunker, dann ist er vergiftet. Macht wenig Sinn. Ja, das macht halt einfach alles keinen Sinn. Deswegen wechseln wir einfach mal direkt. Und schauen wir, was... Ne, Brawler macht keinen Sinn, weil mit Wasser ist es dumm. Sollen wir direkt auf... Ne, komm. Ich hole euch jetzt nicht schon direkt auf dem... Auf dem Banzai B. Ich würde sagen, wir setzen die Confusion. Ich hoffe, dass er Baneful Bunker... Er macht Baneful Bunker. Okay, er vergiftet uns somit. What? Er hat Biss. Na toll. Aber warum haben wir den nicht vergiftet worden? Natürlich hat er Biss. Ach man. Es geht schon wieder los. Banzai B, unser Shiny. Was können wir hier jetzt machen? Ich hoffe mir, dass wir schneller sind und die Verteidigung stärken können. Weil das eine physische Attacke ist, mit der er jetzt angreift und wir sind dann dagegen gewappnet. Oh yeah. Bulldoze! Direkt rein da. Faxen hier nicht lang rum. Oh. Oh. Das ist natürlich schlecht, aber wir können währenddessen unser Defense stärken. Ich habe die Quick Claw übrigens Banzai B gegeben. Ja, ich muss weitermachen mit Bulldoze. Hast du keinen guten Angriff, Banzai B? Oder hat Poképuff einfach eine gute Verteidigung? Na toll. Alter, spielen wir das jetzt so weiter die ganze Zeit? Iron Defense. Und so macht er uns fast kein Damage mehr und... Warum misst du die Ist Bulldoze wirklich so scheiße? Okay, oh, warte, wir sind schon ganz oben. Wir sind schon auf plus 6, sorry, ich habe vergessen. So, triff jetzt bitte. Danke. Und critten von mir aus direkt aus dem Leben. Aber hat sich der Hintergrund eigentlich geändert? Ich merke gerade, das ist ein bisschen mehr lila als gedacht. In den vorherigen Räumen war es doch immer ein bisschen weniger lila, aber der Hintergrund an sich war gleich, nur farblich war er jetzt angepasst. Ja, scheiße. Wir müssen den jetzt nochmal kurz tanken. Und jetzt gängen wir auf Iron Head. Damit wir den relativ... Oh, war das nicht sehr effektiv.
Warum ist Stahl nicht sehr effektiv? Das ist jetzt unangenehm. Gegen Wasser. Oh, Scheibendreck. So, Aero-Ass jetzt. Piss dich. Das hätte niemals so lang dauern dürfen. You cheated! I couldn't bait and pass! Was? Shrooboid. Ein Shrooboid. Der ist nur Poison. Ja, jetzt wechseln wir und zwar zum Boulder. Und hoffen, dass der mit dem Bulldoze dann den Shrooboid wegmachen kann. Da müssen wir keine Angst vorm Wasser haben. Boah, ist der dick. Okay. Wollen wir es einfach direkt versuchen? Ja, wir gehen direkt rein. Und er trifft. Es ist die ganze Zeit so effektiv, aber irgendwie macht es kein Damage. Oh mein Gott. Ich probiere es jetzt mal mit Bulldoze. Ja, okay. So, aber hier wird das Brawler geopfert. Alter, ich sag's euch schon die ganze Zeit, der Hack, der wird so schwierig für mich. Es ist einfach nur ein schwieriges Rumgeficke. Ja, was machen wir denn jetzt? Poképuff. Mann, ey, die zwei, die extra Rayquaid haben, sind schon direkt so geschwächt. Ich muss Poképuff rausholen und dann auf eine Heilung springen. Ich hoffe, dass ich Banzai B nochmal setupen kann. Was haben wir hier noch? Ein Ultra Shroom. Brauche ich so viel überhaupt? Ne, brauche ich nicht. Ich brauche 70 circa. Hier, genau. Ultranuss. Ultranuss auf Banzai B. Ah, okay. Revenge ist natürlich fatal. Können wir den irgendwie austricksen noch? Eher nicht, oder? Soll ich es mal versuchen mit dem Dive und wenn er dann Revenge macht, sind wir tot? Das ist natürlich auch eine gute Methode. Der Hund macht die ganze Zeit Revenge. Das ist so ein Lackaffe. Oh lol. Oh ja, stimmt. Wir heilen uns ja die ganze Zeit immer gegen. Wir diven den jetzt durch, ist mir egal. Und wir healen uns sogar währenddessen nochmal. Das habe ich mir damals dabei gedacht. Mit dem Setup von Poképuff. Aua. Was ist denn Payback schon wieder für eine Attacke? Mann, oh Mann, oh Mann. Komm, Bubble Beam. Let's go. Okay, he dead now. Was kommt jetzt? Huffenpuff. Huffenpuff, ja. Einfach A wieder nur Poison, aber wir bleiben drin. Poképuff macht das ganz gut. Vielleicht ist er unser heimlicher King in diesem Battle. Ich meine, er spielt das solide runter. So, Huffenpuff sitzt Delegator, ey. Das ist natürlich frech. Denn Delegator blockt auch mal den kompletten Damage der nächsten Attacke. Das ist frech. Ah, wow, er hat sich verpisst. Cool. Haha. So, Swoop warst du. Ja, ich dive einfach weiter. Was soll ich machen? Huffenpuff, einfach nur so ein fetter Gasklops. Bait and Pass. Ach, das war die Attacke. Bait and Pass. Tarantox. Du schaust so eklig aus.
Und ich weiß nicht aus welchem Game. Finde ich gar nicht so schlimm. Wir diven trotzdem weiter. Raiden Pass. Super. Ist das jetzt sein Game oder was? Ja, ist schon scheiße. Oh ja, sehr gut. Ist schon scheiße, wenn man sein Advantage, also sein Gift in dem Fall, nicht ausspielen kann. Jetzt ist wieder Swoop hier. Alter, mit der Zeit kriege ich die Fade down, ist dir klar, oder? Lel. Und wieder raus. Ja, was? Jetzt machen wir wieder den Dive. Jetzt kommt dann Huff und Puff und dann ist der down. Ah, na doch nicht. Terran Talks. Ja, der ist auch down. So, cool. Jetzt weiß ich nicht, was du drauf hast, weil du die ganze Zeit rausgeswitcht bist. Swoop. Nee. Wir bleiben jetzt drin bei Swoop. Ja, man muss sich mal so rantasten und schauen, was so passiert in einem Kampf. Was funktioniert am besten. In dem Fall... Naja, er wechselt halt die ganze Zeit. Dann hitten wir Baumerei. Weil er macht uns ja kein Damage so. So, jetzt hat er nur noch Swoop. Und gegen Swoop... Nee, warte. Ich bleibe einfach immer nur drin. Und dann zur Not wechsle ich raus. Time to play dirty. Aha. Waluigi wird ja immer mit dieser Rose dargestellt, gell? Deswegen auch in dem Textrahmen diese Rose. Oder warte, hat er glaube ich sogar... Hat der nicht der Rose in dem Artwork hier? Ich weiß nicht, wie es entstanden ist, dass die hier so eine Rose hat. Aber ich find's cool. Also beziehungsweise ich weiß nicht, aus welchem Game der dann so eine Rose hat. Aber der ist schon so ein bisschen so ein Dancer, versucht irgendwie immer... Oh scheiße, das ist ja ein Flug-Pokémon. Ich kann nicht bulldozen. Ja, und solche Sachen von mir hört er ist dann, ey, wenn es soweit ist, gell? Ironhead! Waluigi versucht dann mal wieder so ein bisschen... so als Charmeur gewertet zu werden, aber irgendwie... Warum misst du die ganze Zeit? Verpasse ich gerade was? Sag jetzt nicht, das ist wegen Akupressur. Nein, du machst den Speed. Warum triffst du nicht mit der Attacke? Was verstehe ich gerade nicht? Was verstehe ich gerade nicht? Jetzt, danke. Schauen wir mal, ob Aeros mehr Damage macht. Ich denke nicht. Doch, natürlich. Ah ja, Critten, na klar. So ist er, Aeros. Und haut eine Genauigkeit von 100, von dem her... Komm, Böller jetzt noch mehr Reihe und dann haben wir es geschafft. War sehr unspektakulär als Kampf an sich, aber... Geschafft ist geschafft, oder? Schau, er hat Chorrose hier. Okay. Jetzt muss ich es nochmal sagen. Waluigi disappeared? Okay, Leute. Wir können hier keiner erzählen, dass ihr da draußen nicht ein Waluigi Game wollt. Der Kerl ist so interessant, Mann. And left behind the Casino Kingdom Power Star. Oh yeah. He also left behind a TM. Irgendein Giftding wahrscheinlich. Alles klar. Und was ist das für eine Tasche? Wir schauen vielleicht mal, ob hier irgendwas steht. The screen shows confusing charts and graphs with the word like
Purple to the moon, written in various places. Purple to the moon. It's a shelf full of games Waluigi has beaten. Wait. Waluigi sieht sich so als Gamer, nicht jetzt als Gamer so in den Sportarten, sondern wirklich als, naja, Gamer in dem Sinne, wie wir es halt kennen. Und er ist ein 100% Spieler. So wie ich. Geil. There's a copy of Volume 1, placed on top of the rest. Ja, das ist das neue Spiel, das er sich geholt hat. There's a label stitched onto the bag. Waluigi's famous warp powder. Shortcut to wherever your heart desires. Use the so-called warp powder. Okay, ja. Aber wo möchte ich hier? Ans Ende des Casinos. Okay. Hey, think you could get the Power Star without paying up? The boss sends his regards. Lost 300 purple coins. From now on, you better be prepared to pay our interest on that loan you took from the boss. And if you don't have the purple coins, we'll start taking your actual coins too. Now then, scram! Warte, ihr habt's vom Boss geredet? Habt ihr jetzt Waluigi gemeint? Oder ist das vor dem Typen, von dem wir so einen Kredit gekriegt haben? In erster Linie gehen wir einfach mal schnell ins Poké Center. Oder Mario Center. Oh, wir können ja wieder das Cap-Level anheben. Aber das mache ich zwischen die Parts. Das soll uns jetzt nicht stören. Okay, es gibt aber noch was zum Door. Loans steht hier. Main Street, wo bin ich denn? Wo war denn dieser Typ, von dem ich das Geld bekommen habe? Du warst das nicht. Okay, den muss ich jetzt mal ganz kurz finden. Aber ich glaube, der war unten. Ich glaube, der war ganz unten. The Big Gamer. Ja doch, der war hier. Ganz oben. Ja, hier. So, hi. What's that? Some bandits came after you? Main Street is a dangerous place, friend. Don't blame it on me. Okay, diese Story ist noch nicht vorbei. You better not get on the boss' bad side, otherwise we'll have to come after you. I mean it. Ja, wie kann ich denn jetzt meinen Kredit wieder hergeben? Ja, ich brauche das Geld nicht mehr. Ich bin hier durch. Wo darf es denn eigentlich weitergehen? Nicht mehr auf die Map schauen. Warpipe? Ja, dann müssen wir eigentlich wieder nach Toad Town. Welt 5 ist doch... Wo ist Welt 5? Wisst ihr? Nein, Welt 6. Welt 7? Welt 5 ist hier unten, oder? Ja, okay. Also, Toad Town, schauen wir mal wieder rüber. Und ich denke hier, dass er dann weitergehe. Ich speichere mal ganz kurz ab. Na, das kann er nicht. Kann er nicht schauen. Außerdem, Leute, ich habe mir gedacht, ich möchte jetzt immer die Pokémon bzw. Mariomon, die in unserem Team sind, benennen. Ja. Also, dass wir heute wie zum Beispiel Mamphi Namen vergeben. Es müssen nicht nur unbedingt so Spitznamen sein, das können auch naja, Namen sein, die einfach gerade irgendwie passen, ne? Die muss man dazu nur irgendwas überlegen. So, hier geht's dann weiter in Welt 5, oder? Ich sag keiner, dass ich das nicht machen darf. Und die Warpipe ist braun. Das ist sehr angenehme Musik. Oh.
Bowser und Kamek. Gibt's jetzt nur so einen Fight? Kamek, I gotta be frank. Of course, my Frank. Frank! No, I mean, how'd you do that? Do what? Do you not, my name is not Frank. Oh, thank you, sire. What I was saying, what I was going to say. The harsh reality is that we're not getting those power stars before Mario will. We just can't keep up. But sire, if we just keep trying... You didn't let me finish. We may not keep up, Luigi! but someone else can. Wow! What? The Jungle Kingdom is looking extra green today. Jungle Kingdom! Ah! I wonder where I'll get my 5th power star. Better get a move on. Kamek, my dearest ally. I hate to say it, but I'm not having much fun anymore. Your Highness, I'm flabbergasted. Surely running around these different, wonderfully colorful worlds have enticed you to keep playing along, has it not? Yes, it's true. Even after I mercilessly defeat Mario every single encounter we have, I'm just not having a good time. Then maybe it's best we go home. Bowser? You're not having fun with your captures? Luigi! Sorry I didn't see you there. We were just about to leave. You're quitting the challenge? Okay, this has gone on long enough. Luigi, come with us. We're getting power stars. Okay then. Na! Die wollen jetzt Luigi gegen uns aufhetzen? Oh mein Gott. Die Story nimmt ihren Lauf. Und Leute, darauf. Ich nehme hier erstmal nur mehr einen Sip aus meiner YouTube Gaming Tasse. Und der Song. Boah, der kickt. Die nächste Folge wird interessant. Und ich bin gespannt aufs Jungle Kingdom. Die nächste Folge findet ihr dann in der NK Super Easy Online ist. Bewertung definitiv nicht vergessen. Vielen lieben Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Für Weihnachten. Immer noch. Haha.